wunderschönen guten Abend. Als Emission von Haut fängt wir an mit der Neujahrsrezeption am Königsbund. Ich bin froh, an der Woche frisch für euch heute Abend am Königsbund bei dem traditionellen Neujahrsessen zu begrüßen. Das ist mittlerweile die 16. Kriege, dass ich der als Bürgermeister mit auf das Neujahrsrezeption anzuhören. Das ist mir ein ganz besonderes Jahr. Es war nicht immer eine einfache Zeit, es gab feierns dort soliden Jahr, mit auch viel Satisfaktion, persönliche Enttäuschungen, mit viel Erfahrung und ein bisschen Hoffnung, ob das, was wir erreicht haben. Denen, die mit den Weg gegangen sind, will ich für dieser Platz herzlich merci sagen. Heute sind wir hier am Königsbund zu über 200. Als Gemeinde, die geht eigentlich nicht ein klein. Das ist also ein kleines Merci und ich all für die viel Gutarbeit, die auch am Jahr 2014 hier in der Memmer Gemeinde gelegt wurde. Als Gemeinde, die steht eigentlich auf finanziell wirklich solide fest. Dafür konnten wir auch an den letzten Jahren große Investitionen machen. 2014 wären das ganze 21 Millionen Euro, für die mir wie meine Mama und mein Papa immer denken, das sind über 840 Millionen der Erde Lützeburger Franken. Und es scheint, die sind noch mal den Suchen über das letzte Jahr ganz gut gegangen. Die Schule auf der Cap, ja, die darf pünktlich für die Schulrentrée am September hier noch machen. Und Cap kriegt damit ein neues Dorfzentrum mit den nötigen Parkplätzen. An die neue Schule mit der Sportzeile an der Sterler Straße, das ist wohl ein imposant Gebäude, mit das architektonisch aber wirklich flott. Auf ihren allem funktioniert ab September dann nächste normale Schulbetrieb auf der Kerb mit Maison Relais für alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Demo ging ab September von diesem Jahr Kinder nicht nur von der Kerb, sondern auch von Holzen an die neue Kerberschule. Zum Männer, da geht das Jahr auch Gebäude von dem Précoce-Lernstuhl François Trausch fertig, sodass wir die nötigen zusätzlichen Kapazitäten auch für die Maison Relais an dem Königsbund kriegen. Beim Ausbau von der Küche, wenn wir Amerikaner kriegen, muss auch die Küche nicht rausgehen, da fängt mir auch das Jahr dann an. Die Gäste, mittlerweile wohnen über 8700 Leute an unserer Gemeinde. Wir haben ja einem dicken Jahr einen neuen Bebauungsplan. Da sind wir für einen Christtag zusammen mit den Ministerien als eins gehen, für den Bestandsschutz von den schützenswerten Kulturgütern an unserer Gemeinde auch mal ablesen zu lassen. Wir müssen auch noch zusätzlich, das Gewitz, eine Fledermaus-Etüde machen. Die Prozedur wird eben noch regularisiert, während den aktuellen Bebauungsplan, das versteht auch wird bestehen bleiben. Und der Schalkerrot hofft auch, dass man am Konsens bis über die große Vakanz das Ganze dann über die Bühne kriegen. Wenn nicht, dann ist nur der Sommervakanz wie der Schäferrot den Dossier definitiv zu. Ich ging durch so ein l'impossible nul n'est tenu. Als Gemeinde, das ist eine schöne Gemeinde und die wird mehr zu bieten wie eine leidige PAG-Diskussion. Ich persönlich werde auch nicht weiter akzeptieren, dass mehr der Mann gespielt wird wie der Ball. Das wird für den Christtag aufgelaufen ist, hat mir und meiner Familie wehgetan. Das ist ich glaube ein Zufall, aber beim zeitlichen Auflauf von so vielen Zufällen wie die für den 14 Tage für den Christtag hält auch meine Vorstellungskraft ab. Ich werde bis ruhig, mir geht auch an meine persönliche Ehe. Die erste Stamm, die geehrt wird, das ist Madame Sylvie Santa Kloster. Es steht hier, sie wird Frau vom Herrn Georges Santa, den sich den Abend entschuldigen lässt. Bei einer Dame, der wir nicht so wenig, dass sie geboren ist, bei Madame Sylvie so eine Stadt war. Theorien, aber weil sie sich gut gehalten hat, März 52. Sylvie als Member an der Familienkommission seit dem 1. März 1994
Und das war eine heroische Zeit, weil das war bei meinem Viergänger, dem Henri Roche und Madame Bech, sie hat eigentlich gemerkt, dass Madame Sylvie Zanter trotzdem, dass der christliche Soziale mehr apparentiert war, dass sie an die Familienkommission kommt, als 20 Jahre als der Tier. Und sie ist auch Member an der Kommission für die Integration vom 1. Februar 2000 bis zum 31.12.2005. Und Sylvie haben wir auch, weil ich da noch die Chance habe, für die Präsidentschaft von der Familienkommission zu holen. Das macht Rio über die letzten Jahre exzellent gemacht. Und dafür kriegt auch Lo ein Monstre Jubiläum an Bord. Sylvie, vielmals merci. Dann die nächste, die wir ehren, das ist Madame Marie-France Berger-Modert. Sie ist Frau, geschrieben von Romain Berger. Geboren, ja, am 2.12.1951 zu Lützeburg. Und sie ist Member an der Kommission für die Integration vom 1. März 1994 bis 31. Januar 2000 Member an der Schulkommission. Also sie war Präsidentin, eine reputierte Präsidentin von der APM. Und dafür war sie an der Schulkommission vom 1. Februar 2000 bis 31.07.2003 Member an der Familienkommission von 2006 bis 2008, Member an der Egalité des Chances-Kommission vom 1. Februar 2000 bis 31.12.2000. Sie war eine Zeit Präsidentin vom Conseil National des Femmes. Dafür eine reputierte Frau, die sich einsetzt für die Rechte und Pflichten von der Frau. Und sie ist Member an der Bautenkommission vom 1. Februar 2012 bis heute. Marie-France, auch du kriegst den Goldner. Merci. Romain Berger, ihre Mann, die soll auch kommen, weil wir kriegen ein Flash. Als nächster, der Monsieur Jean Biesen, der Biesen Chang, und da ist Marzinger Madame, Épouse Julian Wagner. Geboren als der Jahr 55 zu Esch. Member an der Familienkommission sind der 94 bis 2000, Vertreter am Sikona von der Gemeinde Mermer von 94 bis 2005, Conseiller an der Gemeinde von dem 10. Januar 2000, wo wir gleichzeitig ein ganzer Herd von Körper gewählt gehen, von 10. Januar 2000 bis den 31.01. Conseiller sind dem 2. Januar 2013, ein Member an der Finanzkommission vom 1.1.2006 bis den 30.04.2013. Jean, vielmals merci für dein Einsatz bis lo. Und du kriegst auch den Golden Hour am Madame Biesen Kindhof verblumen. Dann als nächstes den Herr Max Federmeier, Mann von der Madame Gabrielle Bergner, geboren den 3.5.1951 zu Lützeburg, Member von verschiedenen Kommissionen, der Zirkulationskommission vom 1.3.94 bis 2.2000, Feldwege-Kommission, Integrationskommission, der Finanzkommission, der Egalité des Chances-Kommission, der Sportskommission und am Gemeinderat. Vielmals merci, Max. Dann der Georges Schneuer, Mann von der Madame Claudine Miersch, je nach dem ältesten Mensch, die heute geehrt wird, geboren, den 18. Februar am Alter. 1946 zu Lützeburg, Member an der Kulturkommission, das sein dat ist auch als langjähriger Präsident von der Theaterkirche Mermer vom 1. März 1994 und Member von der Integrationskommission sind dem 1. April 2004 und auch Member an der Bautenkommission 10. April 2006. Georges, vielmals merci, auch du kriegst den Wettbewerb.
als nächsten Römme Körper. Den Herr Mario Sommervilla ze summen mat den Marian Till vu Keestet. De Mario as geboren 44, Member om mei an e ganze Lech vun Kommissionen, der VLP-Kommission, der Sportkommission, der Bautekommission, an de auch Vertreter am Büro vun dem Sicker, an de Mariowerk de Mengekonseille vun 94 bis 96 vun 2000 bis 2005, a Konseille vun 2011 bis de Januar 2014. Mario mat de Marian, vielmals Merci op fir die konstruktiv Erbeg, die du immer am Gemeinderat an Verballe klein fir d Gemeinde Mammer gelegt. Vielmals Merci. Als nächsten den Herr Jem weiter bestört mit der Madame Raison, geboren den 1. März 1953 zu Lützeburg. Er weiter das Member von der Umweltkommission oder Kommission d'Environnement, wie das geheischt hat, der Nachhaltigkeitskommission, der VLP-Kommission, der Schulkommission, der Sport- und Freizeitkommission, und als Gemeinderat seit dem 1. Januar 2000 bis heute, der Tisch über 15 Jahre. Jem, vielmals merci. Da haben wir zwei Leute, die an Pension gehen. Ja. Die als an unseren Schulpersonal verlassen, die man nicht gerne verlassen, mit das hier schwach, weil sie dort das Limit erreicht und wir können an Pension zu gehen. Das Madame Monikinen, ja auch hier kann ich so wie das geboren war, 21. des 1. 1954, das mehr wie Jean-Claude Juncker am Alter. Sie als Lehrerin bei Eis an der Grundschule, gerade wie ihr Durchstar, an sie hat die Nomination an der Gemeinde gekriegt, 1993, an sie als den 1. Februar 2014 an die wohlverdienten Pension gegangen, und ich ging mal am Kinderwirten auch zurückzukommen, wie hier der Kathode die Per eine Retraite zu kriegen. Und dann kriegen wir auch in den 54 geboren als zum Ende von 54, den 22.12., das ist kurz vor Christtag. Das ist den Herr Lucian Pfeiffer bei Verschluss. Den kennen wir eigentlich mal als Schulmeister, wir führen alle als Turnlehrer. Und der hat in langen Jahren ganz gut gemerkt, das wird nicht von vielen, die durch sein Hand und durch seinen Turnunterricht gegangen sind, ihn als Schulmeister bei Eis an der Grundschule, 1989, war immer für die Delegation Physik zuständig und auch hin wird gewählt wird den 31.12. schon der nicht merken, wie das sein persönliches Schwach. Dann wird als auch am Chefrot ihre lange E-Mail geschrieben, für all die Satisfaktion, die ihn hat für den Turnunterricht bei Eis an der Gemeinde, können zählen auch die gute Ambiance, die immer hat bei Eis an der Mermer Gemeinde. Wir sollen den Verschluss vielmals merci auch für sein Erbe, die gelegt wird, und dann alles Gutes an seiner wohlverdienter Pension bei so einer jungen Kerl, als das noch viel zu viel spricht. Felicitationen. So, und dann haben wir halt auch der für einen Damm zu ehren, die zwar nicht bei Eis an der Schule beschäftigt werden, mit der die meisten von ihr vielleicht sogar alle gut kennen, weil sie die Inspektisch war. Denn das ist Madame Arlette Lommel, sie war Inspektisch zum März 2002. Also über 12 Jahre. Sie hat Lotsamt der Rentrée 2014, 2015 Inspektisch nicht weit von als Recht an den Europaschulen, an einem Regime Linguistik Spezialheit zu Märmer. Aber wir wünschen hier von der Gemeinde auch alles Gute. Sie hat gesagt, heute wird das letzte Jahr Arlette
Ich meine, du machst nach oft willkommen, wenn es Zeit erlöscht, wenn es wieder Männer zu kommen, nächste Freude von der Schule. Vielmals merci für die gute Zusammenarbeit, dann schmengen auch am Corps Enseignant. Du wärst alle guten froh und zufrieden mit hier streng Aufsicht, mir immer fein Affaire und das hat gut geklappt. Vielmals merci. So, sind wir bei dem Moment, kommt hier nach 2 Göldenauer. Die nächste Göldenauer, die wir überreichen, das wird der Roger Ney. Der Mann von dem Pierre Bronzy. Geboren auf 54, 7. Februar zu Beteburg, abgewusst am Minerzeit immer zu Kehl, Berlin an der Marcel Oberweis. Das sind die 2 Kehler an der Chambre. Er wohnt zu Mermer. Seit Dezember 1970 als Pap von mittlerweile 2 schon richtig erwurstenen Kanner. Der Roger Negri war vom 1. März 1994 bis den 1. Februar 2000 Präsident von der Umweltkommission, das war nicht der freien Majorität, wo die Gemeinde auch dem Klimabündnis beigetreten ist. Sie war der erste Präsident von dem Klimaforum Merma. Der Roger Negri als auch Vertreter von der Gemeinde am Büro vom Sikona seit Januar 2000. Und davon während 10 Jahren Vizepräsident und also Vertreter von der Gemeinde am Syndikat Cité, wo das klären lernen, Syndikat wird Gemeinde Member seit Juli 2008 Member ist. Zweite Chef waren an der Gemeinde vom 3. Januar, werden nicht den Januar hat sich verewigt. Am 3. Januar 2000 und dann als den ersten Chef ging am 1. April 2000. Und zusammen, ja, da sind wir schon mit dem Roger 15 Jahre ununterbrochen am Mermer Chefverbot. Und am Anfang zwischen da ist John noch viel geflernt. Mit das so wie bei einer Radiostuttner Koppel, Schiedfried kennt mittlerweile den Männer singen Ticken. Und dafür ist das eigentlich über die letzten Jahre immer gut gegangen. Und das schmeckt an der Stadt, so schmunzeln sie immer über das. Und sie sagen, Roger hat immer schiert. Nee, ich meine, sie sind aber alle mit dem Wissen schon los, weil sie da nicht viel. Die schon über so lange Zeit zusammen politisch gepackt haben. Und ich meine noch mal ein bisschen Bescheidenheit, dass wir die letzten Jahre oder über die letzten Jahrzehnte an der Gemeinde nicht so schlecht gemerkt haben, und dafür gingen sie so am Radsport. Die Damen und die Herren, einen speziellen Applaus für den Roger an Sinclair. Die Damen und die Herren, offenieren als Natur. Wir kommen dann zum Schluss. Da hören wir die Besten aus der Gemeinde, als nächste Bürger aus der Gemeinde, als nächsten Tirol, als die Mann jetzt leben wir. Das Gebäude den 1. März 1967 an der Stadt, das auf der Karte abgewusst. Ich das Verbot auf der Code an den Finanzministerium geschafft. Bis das der 27. April 2007 schon gesagt deputiert ging das. Gilles das an der Gemeinderat gewählt in den 12. Januar 1994 bis Ende 90 und dann ab dem 1. Januar 2000 Bürgermeister ging. Und das ist bis heute, wie gesagt, also am Unfallsyndikat von Sidor, seit 2011 am Büro. Also, als noch am Syndikat von Serro, das ist der neue zukünftige Sonderaktivität und Bandhaft zu Gast auf der Belgischer Grenze beim IKEA. Und Gilles Roth, als auch an der Kommission de Surveillance von SIPA vom 1. Juli 2003. Und wie gesagt, Gilles, du warst vom April 2007 dann noch als Deputé Maire von der Gemeinde, wo wir alle höflich drauf sind. Aber wie Gilles gesagt hat, jetzt wir sind zusammen 15 Jahre zusammen am Schafferrot. Gilles sagt dir persönlich merci für die Flot, eine gute Zusammenarbeit, für die kollegial, ja, freundschaftliche Zusammenarbeit. Und ich gehe so, wir führen die Führung. Ich muss immer so, wir haben nicht alles richtig gemacht, ich denke, wir haben nicht alles falsch gemacht. Und dafür soll ich dir schmecken.
Anlo Liwen erschaffen zu Mämer. Das keier mat dem Chefen Roger Negri. Nachdem dass der gesinn hat, dass man lächtfach ja die lächte Fassadendeler gesät hunn as am Prinzip den neuen Prekos ha soweit fertig Kinexpon an der Rue François Trausch. Wir sind noch ha en Januar die gesit me sinn Matzen am Wander, so dasss die Erbechten rundrem als neue Prekos im Moment opgehalen sinn. Wir hoffen, dass wir am Februar aber können darüber weiterschaffen und dafür gebe ich proposieren, dass wir die Banden derwischte morgen genug gucken. Hier sind wir auf dem händischen Teil vom neuen Prekos, wo man an der Wand darüber ist, die neue Spielplatz für die Kinder werden aménagieren, wo der hier sieht, dass der größte höchsten Unterschied zu überbrücken ist. Und ihr wisst ja, für die Kinder dürfen hier keine Treppe bestehen, die müssen, wie ihr seht, à plein pied immer können gehen, sodass wir hier noch relativ viel Arbeit tun für den 15. September 2015, um das hier fertig zu holen. Und wie gesagt, sobald es wieder ins Hölle ist, werden wir dann mit den Arbeit dafür aufhören. Da geht es los zur Entree ran. Hallo? Okay. So, wir sind noch hier bannen an dem neuen Prekos, das heißt den Hall. Der Prekos besteht aus 8 Klassensälen, das ist dafür maximal 20 Kinder pro Saal. Das gehen dann 160 Kinder, die können hier rankommen am Prinzip. Kind sogar möglich sind, dass in der Extension Kind machen bis auf 25, das wäre dafür 200 Kinder, die man können hier rankriegen. Hier sind wir an einem normalen Klassensaal vom Prekos, den immer an 2 Teile angedeelt ist. Ihr seht, dass der bisschen Heilo am Gang sind von den falschen Plafongen, wo dann die ganze Technik dracken, und auch die Akustik. An den Prekos bei den kleinen Kindern ja ab 3 Jahren, also doch wichtig, dass sie einen Ruheraum haben, und das an dem Raum hier neben drin. Hier ist die sogenannten Ruhezone, wo Kinder dann auch noch Kussen und so weiter haben, wo sie sich können ausruhen. Aber was ganz flott ist, dass von der Heige sieht, die Fenster sind ganz speziell ausgemacht von den Kindern. Die sind ganz klein, weil dass die kleinen Deppen auch hier können rausgesehen. Hier sieht er wie als ein Handwerker am Gang ist, Placken zu legen von den neuen Sanitäranlagen. Ihr seht, dass hier viel geschafft wird, auch viel Kamedias. Und hier sieht auch schon, dass die technischen Anlagen soweit fertig sind, sodass wir meinen, dass wir auch hier an der Leder fertig kriegen. Hier ist ein Zimmer für als Lehrpersonal und als Edukatrissen und Edukateuren. Und ihr seht, dass das so gemacht ist, dass hier ein Fenster ist, wo sie auch direkt Übersicht haben, wann Kinder ran und rauskommen zu ihrer eigenen Sicherheit. Okay. Hier seht ihr die 2 Entlüftungslöcher für den Eingang und den Ausgang. Von unserem Ventilationssystem, wie wir im ganzen Sitz haben, dem mit Geothermie betrieben wird. Das heißt, dass wir unter dem Gebäude Reherleien haben, die Tötze aus dem Boden abholen und die dann an das Gebäude ranbringen, also dann belüften an einem Circuit, das immer erneuern durch die sogenannten Wärmepumpen, die wir hier installiert haben. Auch von dem Niveau von der Energie sind wir hier am letzten Stand von der Technik, wo wir über Geothermie, wie gesagt, fahren. Das heißt, Tötze vom Boden ausnutzen, also hier über Wärmepumpen da verschaffen. Ich meine, das ist das ökologisch, was in dem Moment kann machen für so ein großes Gebäude. Am Keller von dem neuen Prekos, die sieht, dass das Gebäude komplett in der Keller ist, das ist relativ groß. Das haben wir gemacht, weil wir auf den anderen Gebäuden hier ganze Kinderexpont aus am Centre kulturell keine Kellern haben. Aber wir haben natürlich einen dicken Mangel von Plätzen für Stockage zu machen, von unseren eigenen Sachen. Mit das aber auch gedacht, dass wir hier als Vereine auch Platz anbieten für hier Sachen auch können teilweise zu stockieren.
Très bien. Ich gebe Lummer Merci so de Moment gesit mir hunn hainer Philbech mir sinn am Januar 2015 a fir dat bis de 15. September fertig ze kreieren, muss man auch viel schaffen. a mir werden dann an enge vun de nächste Sendungen an de Pument als dat ganz enke ukucke fir de wie vun dem Chantier ze. Vielmals Merci. Auch zu Mämer huet den Convoi du Souvenir am vergangenen Dezember Station gemacht. Ich selber dat nach mat der lief, ich kre lo an der Pu 86 Joer dufir wie wéi die Situationun eiwer. Mir wären jo besät vun de Preisen a vu den Amerikaner. Gott sei Dank simmer jo die Amerikaner du befreit gin an hun ich dann non Krich die Resistenzorganisationen opgedout. an déi hunn dann de Souvenir gemerk an do ass zu eiere vu den Amerikaner als sei die Macht opgericht. Wir sinn haut op engem historische WNRW, den eigentlich nie firgesi wo wann de Krich normal verläaf wär. Wat heescht hei normal verläaf? Dem General Patton seng drin der Armee die Stung bei Singling an der Lorraine brett fir an der Säer anzugreifen, wo den General Eisenhower hier nu gerufen huet, an net gesot: George, ich brauch den Hëllef. De McOlive ass zu berchtlich vun de Preisen angekesselt. Wir mussssen denen ger rausmämen. A wieviel Deich kannst du dowe sinn? Oh, so de Patton zum Eisenhower: Ike, wat heescht hei wieviel Deich? Ich si schon ënner weh. Binnen 40 Stunden hat den die ganze Armee so gekeiert, dat sie schon zu berchtlich waren. So sind sie iwwer Freising, Weiler la Tour, Hesper, Lützeburg, Strossen, Bachtring, Mämer, Kerich, Stengefort, kom fir Richtung Berchtnich vor fir an eng vun den schlimmste Schlechten vum Haium Kontinent deel zu höllen. Herr Präsident, liebe Members vom Komitee de la Voix de la Liberté, liebe Matbierger, it's a great honor for us to welcome you to Mama. On behalf of the citizens of our commune, let me express our deepest gratitude to the United States and to the young American soldiers who have freed our country some 70 years ago. Many of them lost their lives for our freedom. Thank you for all they have done for us. Die Flight den 17. Dezember 1944, wie Trunstedt-Offensiv am 1. Klassgängen ass, und die alliiert Truppen sich op de Weh Richtung Norde gemerk, weil viel wären der Hai zu Mämer och an eng kranke Lazarett. An den Destono sind unzählig Truppen a Gevierer durch Mämer Richtung Belsch gefuhr, och iwwer des Stroß. An tschen dem 20. an dem 22. Dezember wär Mämer regelrecht mat Zaldoten iwwerfüllt. D'Schoule si so gut zougemerkt gin, a vun Norden abei huet den Kanonegereich och vun de schwere Kämpf aus dem Eistlik iwwer Kielen bis Haina matkrit. An hellig Ofend 1944 du sinn de ganzen der Ween vun dem Rote Kreuz mat Verletzte aus dem Eistlik Eurof iwwer de Bärendal, also die Erkoppelter Stroß, op Mämer transportéiert gin fir och dann bei Eishai hierro ze fannen. An die Leiit die hätten schweres Matgemerk, et gëtt vun Zeitzeie gesot, dats in dat Regelrecht och an hireieren Gesichter gesinn huet. An hireieren Ersatz wëll mir haut dëfir gedenken a ganz einfach Merci soen. Mir hätten Chance hei, dass an eiser Gemeng vum Krich relativ wenig zu spieren wär an et Lokalhistoriker besonders den Herr Flehner, den e Buch an de 60er Joren iwwer d Lokalhistorik vu Mämer geschrieben huet, den huet gesot, dass die Chance eigentlich déi wär mat eng strategischen Majestätscoup zu Konstdorf, weil do nämlich die Preisestruppe wollten op d'Stadt Lützeburg kommen, an du und Amerikaner de gebremst, weil sos wir wahrscheinlich Geschicht vun eisem Land zum Deel Ernechtes geschrieben gin. Für all denen amerikanischen an alliierten Truppen Merci zu soen, will ich dann auch lo, dass man no der Sonnerie symbolisch für ihnen zu gedenken, op dieser Platz
der Born, die mir op der Wort der Liberté haun, min non eng op der Kap, mat Ich a mat der Vertreterin vun der amerikanischer Ambassade dann och eng Gerb neier lehen is so jietfalls jiet een, den sich Konvoi bedeele stöet, mir wo vir allem de Matbiergerin an de Matbierger aus eiser Gemeng, die sich op engem sonde schmëttech Zeit gal hun, fir auch 70 Joer do no, dee Leiit Merci ze so, die het liewen fir eis Freiheet gelos hunn. Merci Ich alle Guten and thank you very much to you and to your country. Thanks. Dat war als Emission fir Haut, mé gesinn als den 15. Februar. Ech so Merzi fir no kucken bis geschwoen.